Danke vielmals, Pat. Hey, und ich habe riesig Freude, auf Hochdeutsch genau, dass der Dom Haaf bei uns oder bei mir im Studio sitzen darf. Dom, ich liebe deine Botschaften, weil das ist so, ich sage einerseits praktisch, du bist Landwirt und du bringst so viel von der Praxis direkt einfach auch ins Glaubensleben über. Und heute hast du von dieser Vaterliebe gesprochen. Jetzt muss ich dich aber trotzdem ein bisschen herausfordern. Ich meine, du sprichst heute in einer Selbstverständlichkeit, Gott ist gut, Jesus ist unser Vater und so weiter. Da gibt es aber vielleicht Menschen da draußen, die haben das noch nie erlebt. Oder die fragen sich, von was spricht er denn? Wenn ich Vater höre, dreht es mir schon mal den Magen um. Was sagst du solchen Menschen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, viele Menschen, oder ich sage die Mehrheit der Menschen, hat ein sehr komisches Vaterbild, verprägtes Vaterbild. Ich kann nur von mir persönlich sprechen. Also ich habe eigentlich einen sehr guten Vater gehabt, aber ich habe nie gehört, dass mir gesagt worden ist, hey Dom, das hast du gut gemacht oder ich bin stolz auf dich. Und das lässt ja wie eine Lücke im Herz, weil man möchte das als Mensch ja hören. Und entweder ich höre jetzt auf die Stimmen aus der Welt, aus der Gesellschaft, mit den Menschen, von denen ich unterwegs bin, wo ich oft höre, wo ich nicht gut bin oder was ich nicht kann oder was schlecht ist an meinen Gewohnheiten oder dem, was ich sage. Oder ich fange an, in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Die Wahrheit ist das, was die Bibel sagt, und die Bibel redet zum Beispiel in Epheser 1 in ein ganzes Kapitel darüber, wie Gott uns Freude gehabt hat, uns zu erschaffen und uns als seine Kinder anzunehmen. Und das ist, ich vertraue auf dieses Wort. Also ich vertraue nicht auf meinen Gefühlen. Man redet ja immer, wie kann ich im Geist leben? Und im Geist leben heißt nichts anderes als in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist das, was im Wort Gottes steht. Und da ist immer auch wieder eine Entscheidung in meinem Herzen, dass ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, ob es mir gut geht oder nicht gut geht, ob ich mich gut fühle oder nicht gut fühle, ich sage meiner Seele, hey, wir vertrauen darauf, dass die Bibel wahr ist und dass Gott ein Vater ist, der Freude hat, mich als ein Kind anzunehmen. Und das ist nicht immer etwas, das einfach konstant sofort da ist, sondern das ist ein Prozess, wo der Geist Gottes etwas in unsere Herzen stiftet. Und schlussendlich können wir das nicht mit unserem logischen Denken tun, sondern es ist etwas, das übernatürlich passiert. Und wenn Menschen da sind und sagen, ich habe keine Ahnung von der Vaterliebe oder ich weiß nicht, was das ist, dann möchte ich dich ermutigen. Vielleicht machst du heute Abend, bevor du ins Bett gehst, setzt du dich auf dein Bettrand und sprichst einfach in den leeren Raum raus und sagst, okay Gott, wenn du wirklich ein Vater bist, der es gut meint mit meinem Herzen, komm mit deiner Liebe und zeig mir, dass du real bist, und ich werde dir versprechen, die Gegenwart des Heiligen Geistes wird auf dein Herz kommen und du wirst wissen, dass du weißt, dass Gott real ist und dich liebt. Also probiere es aus, weil Gott meint dich und hat ein Ja für dein Leben. Hey, so gut, danke. Genau. Du hast meine Ziemlich weitere praktisch. Frage schon beantwortet, Wunderbar, weil ich dich fragen wollte, wie findet man diesen Gott? Genau. Wie erlebst du die Barmherzigkeit Gottes in deinem eigenen Leben? Oh, wenn ich denke, ich bin mit 19 Jahren, hat Gott mich gefunden. Und ich war so weit weg. Ich war so ein zerbrochener Mensch mit so vielen Problemen und Süchten und Dunkelheit in meinem Herzen. Und wenn ich denke, wie Gott barmherzig mit mir war und mir alles vergeben hat und mich wiederhergestellt hat und immer noch auf einem Weg der Wiederherstellungen ist, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer wieder. Auch ich habe noch Dinge, die ich überwinden will. Glory, also danke Jesus. Ich bin nicht am Ziel und das ist ja ein lebenslanger Weg. Und so erlebe ich die Barmherzigkeit Gottes. Er gibt nie auf. Ihm ist es nie zu viel. Und auch wenn ich einen falschen Abzweiger nehme oder auch wenn ich untreu bin, er ist treu. Und in der Bibel heißt es, die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Ja. Es ist nicht die Angst eines richtenden Gottes oder ein Gott, der es nicht gut meint mit uns, sondern die Liebe
die Barmherzigkeit, die Freude, uns Barmherzigkeit zu zeigen, erlebe ich und dadurch will ich umkehren. Ich will in diese Heiligkeit hineinkommen, die Susanne letzte Woche darüber gesprochen hat. Übrigens, wenn du es noch nicht gehört hast, schau dir diese Message an. Sie wird dein Leben auch verändern. Susanne Beger hat letzte Woche erzählt, wie kann ich heilig leben. Und dieses heilige Leben ist nicht ein anstrengendes Versuchen, vor Gott irgendetwas zu beweisen, sondern es ist eine Antwort seiner Güte und Barmherzigkeit in meinem Leben. Hey, die Leidenschaft, das ist so schön, wie das rüberkommt. Der uns beruft, ist auch der uns versorgt. Das war ein Spruch, den ich mir noch gemerkt habe. Willst du zu dem noch was sagen? Ja, der Spruch kommt nicht von mir. Ich habe den von Stephanie Gressinger. Sie hat gesagt, the caller is the keeper. Das ist eine Worship-Leiterin aus Amerika. Und sie hat gesagt, the caller is the keeper. Der uns berufen hat, ist auch der uns versorgt. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit da drin, dass eben Gott, wenn er uns beruft als seine Kinder und wir Ja sagen zu ihm, auch der ist, der uns preserved, der uns erhält, der uns nahe hält, der, wenn wir in Schwierigkeiten sind oder versucht sind abzudriften, immer wieder Menschen und einen genug langen Arm hat, uns wieder reinzuholen. In den Psalmen heißt, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und das ist nicht anderes als, er hat diesen Jesus, seinen Sohn, für uns hingegeben, dass immer wieder dieser Arm kommen kann und uns wieder zurück an dieses Vaterherz bringen kann, oder? Und keine Sünde ist so groß, dass sie nicht vergeben werden konnte. Wir dürfen jeden Tag umkehren. Und wenn wir diese Liebe erleben, dann werden wir auch nicht einfach in Sünde weiterleben, sondern wir werden wissen, wir sind dazu berufen, zu überwinden. Die Sünde hat keinen Platz in meinem Leben. So gut. Da möchtest du noch beten. Sehr gerne. Vater, ich danke dir so viel mal für jeden Menschen, der eingeschaltet hat, der zuschaut, auch für uns alle, die hier sind. Und ich bete einen speziellen väterlichen Segen über dir, der zuhört, dass die Liebe Gottes, der Heilige Geist, der Vatergeist, der ausgegossen ist in diese Welt, ganz neu Platz findet in deinem Herzen. Für das segne ich dich. Mach auf dein Herzen weit, damit er eintreten kann, damit er Platz nehmen kann. Der rechtmäßige Platz in deinem Herzen. Er ist nicht weit weg. Er ist näher als die Aussprache seines Namens. Und für das segne ich dich am heutigen Sonntag, dass du mit viel Freude, viel Hoffnung diesem Gott begegnen kannst. Mach die Augen auf, wenn du durch die Natur läufst, damit du dieses Ja Gottes in ganz vielen neuen Dimensionen sehen und erleben kannst und darfst. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Tom. Sehr gerne. Ja, genau, nehme ich gerne mit in die Woche. Ich hoffe, du auch. Falls du erst eingeschaltet hast, jetzt das Interview gesehen hast, es geht gleich weiter mit der zweiten Message. Und hey, ich wünsche jetzt einfach eine ganz gewaltige und gesegnete, gute Woche. Einen schönen Sommertag dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.